Wieder einmal viel Glück wünscht hier bei Mario Kart 8 der gute alte Michael. Willkommen zurück, Leute, hier bei Mario Kart 8 Online. Ja, dem Let's Drive davon, wie man sieht. Oh, jetzt aber diesmal viel Deutsche beim Gegensatz zum letzten Mal. Okay, Team, deutschsprachig, beinahe Deutsches Reich gesagt, hey. Gegen Team Ami. Kann man ungefähr so ausdrücken, diesmal mit Tanuki Mario. Yeah, man, mit dem Boliden, auch was ganz Neues. Und mit violetten Slicks, also kann ja lustig werden. Noch nie gefahren damit. Bin mal gespannt, was dabei herauskommt. Ja gut, bis jetzt geht's eigentlich noch. Okay, Kurve ist ein Problem. Ich raff nicht so gut. Wow. Scheiß Boomerang-Typ hinter mir. Wow, dankeschön, Link. Das ist beinahe schief gegangen. Naja, wie gesagt, haben wir schon im Offline-Let's Play mal erwähnt, von wegen, wieso jetzt Nuki Mario, schon wieder Mario und sowas. Ich meine, ich habe eigentlich nichts gegen Kostüme, wäre es nur ein Kostüm, würde ich sagen, cool. Aber es gibt so viele Mario inzwischen. Und so viele Peachs auch und so viele von Bowsers Familie. Wie einfach andere Charaktere nicht, die es früher noch gab, die auch unterhaltsam noch waren, abwechslungsreich. Jetzt einfach mit Tanuki Mario, ja. Gut, ja, ich meine, natürlich kann es machen und so, aber ich hoffe, da kommt noch ein paar DLCs mit interessanten Charakteren. Nicht nur das, was wir bereits noch wissen aus dem DLC für Frühjahr 2015 war, was noch kommt, sondern natürlich auch noch ein bisschen was anderes. Ich muss sagen, ich bin gar nicht mal so schlecht unterwegs, dankeschön. Geschwindigkeit passt, wenn dort die Items und so passen würden, ich nicht ständig irgendwie abgeschossen werde, wie sonst ja auch immer der Fall ist, war. Also man hat recht, die haben was kein Schweizer. Oh, das kommt mir jetzt allerdings sehr gelegen. Die 3 Panzer sind schlecht. Das war knapp. Wow, das war auch sehr knapp. Man muss auch so sehen, aber sehr viel Schwein und sowieso beim Mario Kart, da brauchst du immer Glück. Also das ist so, das war schon immer so, wird auch immer so sein. Reines Können wirst du hier niemals glücklich. Außer natürlich, du könntest die Items abstellen, aber dann wäre es irgendwie langweiliger. Weil dann ist einfach so, der Erste, der Fahrten keine großen Fahrfehler macht, der gewinnt einfach. Punkt, aus. Also kannst du immer vorher immer die Kartteile aussuchen. Lustig wäre es natürlich, wenn du im Prinzip ein Zufallsprinzip hättest, war. Du startest und dir wird auf zufällig was auferlegt. Eine Kombination her und du musst dann selber gucken, damit du zurechtkommst. Das könnte doch noch interessant sein. Ja, okay, ich habe zwischendurch mal geführt und so, sieht es an dem natürlich total kacke, aber was willst du machen? Außer heulen. Ach ja, heulen hätte sowas, aber ich gehe dann, glaube ich, trotzdem lieber auf zufällig. Und dann, davon gefällt mir gar nichts. Ja, Mist, ja. Viel Glück wieder mal. So, wir machen diesmal, ich glaube, etwa 4 bis 5 Rennen war. Das kommt gerade gut hin, so etwa 15 Minuten, das passt doch. Und ist einfach supi-dupi, ja. Alles klar, Mann, na, ging schon mal besser. Ich sage auch jetzt mittlerweile, was so gut, dass der Part vom 26. November war. Ja, wie gesagt, so Ende November rum ist. Ich weiß auch nicht, so krank bin ich jetzt zum Glück nicht. Noch ein bisschen Schwein, aber ab und zu mal ein bisschen Kratz im Hals. Aber es kommt auch vom vielen Aufnehmen und so. Kann ich zum Glück gut behandeln, mit viel Trinken, etwas in den Hals einnehmen und so, Tee trinken, etc. etc. Soweit kein Problem. Sonst auch keine großen Beschwerden. Was ich aber irgendwie habe, diesen Herbst ganz verrückt, dass ich ständig müde bin. Und vor allem Mühe habe zum Einzupennen. Das ist vor allem das Seltsame. Tag durch kein Problem. Wenn du mal penne, kannst du mir das Haus klauen. Und ich werde einfach davon nicht wach. Aber ja, wenn es darum geht, einzuschlafen, also mal der Prozess, erstmal einzupennen, da hat irgendwie Probleme und trotzdem Tag du auch. Und dann Nachmittag sowieso irgendwie. Aber dann, wenn es natürlich Abend ist, sprichst du nach 8 überhaupt nichts mehr. Bin der Putzmutter. Okay, der war fies. Das ist doch seltsam. Ich habe einen falschen Job. Ich sollte abends arbeiten, tagsüber pennen. Da habe ich mich an blöde Ideen gebracht.
Ja gut, könnte ich theoretisch, wenn ich Let's Play zum Beruf machen könnte, dann wäre es natürlich so. Allgemein an YouTuber, ja, einfach so sagst, ja, gut, YouTube natürlich nicht unbedingt, je nachdem, was du machst auf YouTube. Let's Play selber muss natürlich auch gehen, abends aufnehmen, rendern, encodieren, hochladen. Und YouTube kannst tagsüber automatisch freischalten, du sagst dann einfach, jo, cool. Hier, Link, nimm das. Okay, nicht getroffen. Autsch, ich bin sowieso ein Künstler, mich selber zu treffen. Also Nuki Mario hier, also vor allem mit dem Boliden ein bisschen mühsam. Ach ja, wie gesagt, teilweise denke ich so, YouTube zum Beruf machen, hätte was. Andererseits ist ja gar kein Grund mehr aus dem Haus zu gehen, wa? Ich meine, klar gibt es immer wieder Gründe, Freunde und so weiter, das natürlich schon. Aber teilweise natürlich auch gut, wenn du vom Berufswegen ein bisschen raus kannst, mit unter andere Leute kommst, auch mal unter fremde Leute. Hat durchaus seine Vorteile. Wobei, natürlich, wenn ich da YouTube jetzt mal einen Beruf machen könnte, könnte ich natürlich auch Fan-Treffen machen, wa? Also Fan-Treffen kann ich natürlich jetzt auch, aber natürlich Fan-Treffen, wo ich sagen kann, ja, es lohnt sich überhaupt. Aber theoretisch wird es für einen, zwei wird es auch lohnen. Also, man muss einfach nur guten Ort, guten Tag und so finden. Und dann ist natürlich alles machbar. Egal wie bekannt, wie berühmt oder... Wow. Wie viele... Oh, Mann. Ja klar, 2 Kugelwillis. Das soll man in Jahrhundert bin. Vor allem natürlich 2 Blitze wären natürlich am besten noch, wenn das auch geben würde. Und auch, dass wenn du von einem Item getroffen wirst, dass etwa eine Schonfrist unter 15 Sekunden hast. Also das muss es irgendwie schon geben. Alles andere wäre einfach nur fies toll. Ah, gut, ich hab's wieder. Der Blitz, lange keinen mehr gehabt, hey. Ja, dann täuscht mich, dann werde ich immer schlechter. Gut, immerhin ist... Ja gut, ja doch, immerhin ist ein Deutscher noch unter den Top 4, wenn du so willst, war. Franzose ist mittlerweile auch dabei. Mais oui, mais oui. Je ne sais pas pourquoi. Ja. Parce que c'est fair. Naja. Ich will jetzt gar nicht groß auf Französisch quatschen, weiß sowieso nicht mehr viel. Die wissen ein paar Sätze auf Französisch, die kenne ich. Das ist natürlich immer gut, wenn man so sagen kann, je ne sais pas pourquoi. Oder je ne sais rien pourquoi. Oder wohl gut, nee, das muss nicht unbedingt. Ja, Sätze, die du einer Frau sagen kannst, oder einfach einem Partner, Partnerin, je nachdem natürlich, worauf man gerade steht. Solche direkten Sätze können manchmal, soll ich jetzt nützlich sagen, oder eher sagen, unterhaltsam sein, wa? Je nachdem steigst du darauf ein, er oder wie auch immer, oder aber du kriegst eine gescheuert. Kann alles passieren. So, genug von den Franzosen. Zurück zum Spiel, der ist eben noch da, okay, ist mir eigentlich scheißegal. 5 Deutsche. Plus mir natürlich mit dem Schweizer, yeah. Ja, gehören irgendwie auch dazu, oder? Also, nicht zu Deutsch natürlich, aber zu deutschsprachigen. Und jetzt endlich mal F-Zero! 3, 2, 1, 0! Aus dem Weg, Mann! Ich bin der Überflieger! It's a me, Tanuki Mario! Und die Mucke, die ist so geil mit der Geste ab, Mann, du. Aua! Was soll denn das, Mann, du. Mann, was soll denn das, Frau, wa? Wir werden schneller und schneller. Jiha! Bist du mittlerweile Cowboy Tanuki mal oder was? Den Banane hinten, wa? Du hörst auch selten jemanden sagen, ja, die Banane hinten, wa? Das jedenfalls. Ei, das hörst du häufiger. Der Army hat mich abgeschossen, das kriegt er zurück, Mann. Solange ich natürlich Tanuki Mario heiße, wow. Alter, ich wollte gerade aus dem Weg gehen. Mann, das Problem ist nur, du siehst nicht schnell genug. Wenn mir eins im vorderen Feld, cool.
Mann, Link aus dem Weg hier! Da die scheiß Hupe noch! So, komm schon. Das Ziel ist Nummer 1. Wir sind Number 1. Was hat der andere? Alter, direkt hinter mir. Die werden damit Spaß haben. Ah, da hat er gerade noch mit dem blauen Panzer. Mann, ey, ist klar! Ey, der muss aber direkt hinter mir gewesen sein. Also, plötzlich hier ist. Und auch nicht mehr viel. Naja, Nummer 4. Oh Mann. Klar, besser als nix, aber ja. Hätte noch besser machen können. Natürlich. La 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 la. Michael, was denn? Nichts mehr da. Oh. Am Schluss noch, ja komm, Stadion zu Stadion, war das Mario Kart Stadion, die letzte Stage für heute wieder mal. Dauert ab. Hallo. Hier mein Bestes, wie immer, wa? Scheiß Sonnenbrille, ich weiß nicht, wieso die Sonnenbrille. Ich habe damals gewählt, denn die Frisur stimmt mittlerweile auch nicht mehr, aber ist egal. Und dann sehe ich aus wie der Typ rechts von mir. Ne, so spitz sind es nicht, aber halt viel kürzer. Im Winter sowieso praktisch, wa? Nee, aber eher deswegen lange Haar, also ich trage gerne längere Haare, was sagt ein bisschen weniger lang als schulterlang, wa? Trage ich persönlich gerne, andere sagen, ist damit nicht so gut als mit kurzen Haaren, aber ist mir scheißegal, sollen mir vor allem passen. Problem dabei ist aber vor allem, die sind lang und ich habe vor allem dichte Haare. Natürlich von dem Standpunkt her praktisch gesehen, dass ich natürlich vermutlich mit 50 und 60 immer noch dichtes Haar haben werde und noch keine Glatze. Schön, aber Problem ist halt vor allem das Trocknen. Das dauert eine Ewigkeit, sage ich euch, ich brauche mindestens 15 Minuten, um mich da trocken zu föhnen, ganz ehrlich. Im Haartrockner. Ganz übel. Von dem her natürlich Kurzhaare viel praktischer, aber eben, ja. Gibt es noch ein paar negative Aspekte. Wow, oh, das war Glück, dass der reingefahren ist. Mann, ey, was? Pommes? Ich hab Bock auf Pommes, also nicht auf den Typen, sondern natürlich auf echte Pommes. Das stimmt gar nicht, ich hatte gerade vorhin. Egal, also noch ein Schweiz, okay. Komm schon, fahr zum Sieg! Da wird zwar gerade weggekickt und so, aber ist mir scheißegal, ob sich ein Schweiz gewinnt hier. Gedrückt Deckung, schieße Deutschen ab. Nee, natürlich nicht. Entschuldigung, war keine Absicht. Was im Weg. Oh. Ja, stimmt ja, Mario, ey. Tanuki Mario. Da hätte ich früher in die Kurve gemusst. Okay, war definitiv mein Fehler. Bye, bye. Ist der Schweizer Kollege neben mir, oder was? Ja, tatsächlich. Aua, Mann, ey. Ah. Ja, ich weiß, natürlich anderen auch immer so, dass sie das Gefühl haben, ich werde immer abgeschossen, so total gemein. Ja, ist einfach so Mario Kart. Du kannst dich schon kurz aufregen, gar kein Problem, aber jetzt dazu sagen, ne, scheiß Mario Kart ist scheiß Spiel, ich hätte Verlierer sein und so, also. Das darf man bei Mario Kart gar nicht. Das ist einfach so, wir sind abgeschossen und so, manchmal hast du auch Glück. Oder halt hast du auch Pech. Aber es gehört einfach zum Spiel dazu. So, aber hat es auch noch Glück, da durchzukommen. Wow, das war knapp. Vorbei! Habe gerade gehört von Tanuki Mario, aber ich bezweifle, dass er Deutsch kann. Das ist der Juke für uns, die Jukebox. Ich warte extra noch, Leute, ich warte extra noch. Naja. Und dann kann es ein bisschen später starten, aber was soll's? Ah, direkt hinter uns noch einer, toll. Das war jetzt scheiß knapp, hey.
Ja, das ist ein fieser Trick, wa? Nein, nein! Oh, scheiß Fahrfehler. Boah, ich bin noch Dritter geworden von der Pommes. Egal, aber den Trick müsst ihr auch unbedingt merken. Eine Bombe nach vorne schmeißen, plus Stern einsetzen. Der Gegner denkt sich, was macht denn der? Er fährt er selber rein? Eben nicht, und er fährt voll mit rein. Ja, und wir halt durch. Gut. 2 Fahrfehler gehabt. Ich hätte es vermutlich noch auf den 2. und 3. Platz geschafft. Naja. Ist ja auch egal. Trotz allem vielen Dank fürs Zusehen. Hier bei Mario Kart 8 online wieder mal. Diesmal mit Tanuki Mario. Das nächste Mal da mit der Katzenfrau. Denn auch Kätzchen können ganz schön kratzen. Tja, bis dahin. Tschüss.